Schneller fertig gewesen, als ich gedacht habe. Guten Morgen, liebe Family. Schön sind ihr da. Schön sind wir zusammen da. Mein Gott, warum hast du mich verloren? Kaum jemand kennt den verzweifelten Ausruf von Jesus am Kreuz nicht. Es scheint die letzte Hoffnung, der letzte Halt verloren zu sein. Der Sohn von Gott verloren. Ist doch alles ein Fehler gewesen. Warum hast du mich verloren? Kennt ihr so Zeiten, in denen es spannt, in denen es von allen Seiten zieht an einem? In denen Sachen plötzlich nicht mehr so klar sind, wie sie mal geschonnen haben, wir unsicher werden über unser Leben, ob wir das Richtige am Machen sind, ob wir das Richtige noch glauben. Vielleicht hast du das schon mal gebetet. Mein Gott. Die Zeiten vom Mittendrin, vom Zwischendrin, wo etwas zu Ende geht oder zu Ende gegangen ist und etwas Neues anfängt, aber wie noch nicht da ist. Wo es einfach unklar ist. Wo ist Gott in diesem Moment? Wo finden wir in diesen Zeiten Halt? Er scheint gerade dann nicht zu antworten oder verborgen zu sein. Jesus ist mit der zutiefst menschlichen Erfahrung im Innersten vertraut gewesen. Und ich will heute Morgen mit euch einen Blick auf ihn werfen und wie er die Situationen manövriert hat. Mein Gott, warum hast du mich verloren? Einen Tag vorher war er in Jerusalem in einem Zimmer im ersten Stock mit seinen Jüngern und hat das Passamol gefeiert. Und er ist selber genau in so einer Zwischenzeit gesehen. Seine Jahre vom Ministry als öffentlicher Prediger und Heiler, wo er durchs Land gezogen ist, von einer ultra intensiven Zeit mit seinen Jüngern, die so zu seinen engen Freunden geworden sind, ist zu Ende gegangen. Er weiß, was jetzt auf ihn wartet. Er nimmt Abschied von der ganzen Erfahrung als Mensch gelebt zu haben. Und trotzdem ist es noch nicht vorbei. Wird es nicht einfach mit einem Fingerschnips vorbeigehen. Das Schlimmste, das Intensivste, das kommt erst noch. Und in dieser Zwischenphase ist er mit seinen Jüngern ein letztes Mal. Die Stimmung bei den Jüngern und in der Stadt ist aber eine ganz andere. Weil Passafest heisst Passawoche und das heisst Passaparty. Das ganze Volk Israel kommt zusammen, zieht auf Jerusalem und feiert eine Woche lang das Fest der Befreiung aus Ägypten, aus der Unterdrückung der Ägypter, dass Gott eingegriffen hat als ein mächtiger Gott und sein Volk befreit hat. Es besingt und es reflektiert und es predigt die ganze Woche, unser Gott befreit, unser Gott greift ein, unser Gott ist mächtig. Er hat den Pharao und Ägypten mit mächtiger Hand geschlagen und sein Volk in die Freiheit geführt. Und auch jetzt wird sein Volk unterdrückt von den Römern. Und viele sehen in Jesus die Verkörperung von dieser Befreiung, von diesem befreienden Gott. Alle sind überschwänglich in Erwartung von seinem Machtantritt. Wenn nicht jetzt, wenn denn? Und so essen die Jünger mit Jesus das Passamol und dann lesen wir nach dem Essen und wo sie den Lobgesang gesungen haben, sind sie rausgegangen auf den Ölberg. Am Ende vom Passamol wird traditionellerweise seit Tausenden von Jahren das sogenannte ägyptische Hallel gesungen. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Das ist eine Gruppe von Psalmen, Psalm 113 bis 118. Und es sind Rettungspsalmen, Befreiungspsalmen zu der Rettung aus Ägypten. Wo Israel noch ein souveräner Staat war, nicht unter der Kontrolle der Römer, ist das in der ganzen Volksversammlung zusammen mit dem König gesungen worden. Und Psalm 118 ist so der Höhepunkt, der Abschluss von dem Ganzen. Und das Volk hat zum König gesungen und der Höhepunkt ist, wenn der König in der Mitte ausgesungen hat über den Gott, der die Nationen besiegt um sie herum und sie fernhalten und sein Volk rettet. Und so hat es auch Jesus mit seinen Jüngern gemacht. Das ist der Lobgesang. Und der letzte Psalm, wo Jesus singt, ist der Psalm 118.
Wenn wir gerade zusammen lesen, dann sehen wir den Psalm 118. Das ist nicht nur der Schlusspunkt hinter der Passionswoche, sondern er eröffnet sie auch und blitzt zwischendurch immer wieder auf. Als er nämlich einzieht, als er eine Woche vorher am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen ist, dort hat sich das Volk gesammelt, hat Kleider und Palmwedel am Boden gelegt und hat gesagt: Hosanna, Hosanna, gesegnet sei der kommt im Namen vom Herrn. Und das ist Psalm 118, Vers 26. Und in der jüdischen Kultur, der Timon hat es angetönt, ist die Psalmen, die sind tägliches Brot für das jüdische Volk. Man hat die von klein auf mitbekommen. Man hat die gebetet, immer wieder repetiert und die meisten haben viele davon auswendig gewusst. Mindestens die Psalmen von David, andere das ganze Buch. Und wenn man einen Vers rezitiert hat, dann hat man mit dem den ganzen Psalm referenziert. Wenn die singen Hosanna, Hosanna, dann weiss das ganze Volk Psalm 118, der Retter Gott. Der ruhmreiche König zieht ein und vernichtet unsere Feinde um uns herum. Und angesichts davon, dass Passawoche anfängt und der Psalm den Höhepunkt vom Fest bildet, ist es nur schlüssig, wenn all das auf Jesus projiziert wird, während er einzieht in die Herrscherstadt Jerusalem. Und ein paar Tage später sitzt Jesus im Tempel, im Haus von Gott. Und auch er referenziert den Psalm nochmal, wenn er im Streitgespräch mit den Pharisäern sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Bam! Vers 22, Psalm 118. Jesus irgendwie sagt Ja zu diesen Projektionen, die das Volk hat auf ihn mit dem Psalm 118. Er identifiziert sich mit dem Psalm. Er sagt: Yes, ich bis von dem hier gesungen und geredet wird. Und so fängt der Psalm 118, also die letzte Woche im Leben von Jesus an, blitzt in der Mitte nochmal auf und er beendet es auch. Und ihr habt alle jetzt so einen Ausdruck mit Auszügen vom Psalm 118. Ich will den lesen mit euch heute Morgen. Er ist recht lang, ich habe ihn zusammengekürzt aufs Wesentliche, dass so die Stimmung durchkommt von dem Psalm und will den mit euch lesen. Preiset den Herrn, denn er ist gut. Ewig währt seine Gnade. Die ganze Gemeinde soll sagen: Aus der Bedrängnis habe ich zum Herrn gerufen und er hat mich erhört und weiter Raum verschafft. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was könnten Menschen mir antun? Der Herr ist für mich, er ist mir Helfer. Ich werde triumphierend herabschauen auf alle, die mich hassen. Besser ist es, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als Menschen zu vertrauen. Alle Nationen umringen mich, aber im Namen vom Herrn wehre ich sie ab. Wie Bienen umkreisen sie mich, wie brennende Dornen. Im Namen vom Herrn wehre ich sie ab. Man hat mich hart gestoßen, damit ich gehe, aber der Herr hat mir geholfen. Meine Kraft und meine Stärke, das ist der Herr und er ist mir zur Rettung geworden. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Durch den Herr ist es passiert. Wunderbar ist es in unseren Augen. Das ist der Tag, wo der Herr gemacht hat. Wir wollen juchzen und uns an ihm freuen. Hosanna, Hosanna, gesegnet sei, wer kommt im Namen vom Herrn. Preiset den Herr, denn er ist gut. Ewig währt seine Gnade. Wir spüren den Triumph. Stell dir vor, der König mit seinem Volk und sie sprechen sich das gegenseitig zu. Aber Jesus singt den Psalm mit seinen Jüngern und etwas ist anders. Die Stimmung passt nicht so ganz zum Triumphgesang. Jesus weiß, was ihn erwartet. Aus seinen Ankündigungen wissen wir, dass er ein ziemlich klares Bild hat, wie die nächsten 24 Stunden werden aussehen. Und ich lese den Psalm und ich stelle mir vor, wie er vor seinem inneren Auge Szenen aufblitzen sieht von dem, was ihn erwartet. Wie er singt: Oh, danke dem Herrn, denn er ist gut. Preiset den Herr, ewig währt seine Gnade. Während der Judas zum Hohepriester läuft, um ihn zu verraten. Stell dir vor, wie er sagt: Aus der Bedrängnis habe ich zum Herrn gerufen. Und er sieht sich in Gethsemane, wo er schreit zu Gott wegen einem Kelch, der nicht an ihm vorbeigehen wird. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was könnten Menschen mir antun? Im Wissen, dass Soldaten ihn festnehmen, fesseln und schlagen werden. Besser ist es, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als bei den Menschen.
wohl wissend, dass seine engsten Freunde ihn alle verloren und sich selber überlassen werden. Alle Nationen umringen mich, wie Bienen umkreisen sie mich, wie brennende Dornen. Während die Folter der Soldaten die Peitschenhieb Dornenkrone erahnt und wie sie ihn auf Golgatha treiben. Man hat mich hart gestoßen, damit ich geht. Und er sieht sich durch die Straßen von Jerusalem stolpern, unter der Last vom Kreuz zusammenbrechen. Der Herr ist für mich, er ist mir Helfer. Ich werde triumphierend herabschauen auf alle, die mich hassen. Und Jesus sieht sich vom Kreuz herabschauen auf seine Mörder. Was für ein Moment, wenn du weißt, dass all das passieren wird zum Singen. Durch den Herr ist es geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Das ist der Tag, wo der Herr gemacht hat. Wir wollen juchzen und uns an ihm freuen. Danket dem Herr, denn er ist gut, ewig wert seine Gnade. Was macht das mit dir? Was macht das mit uns, mit den Jüngern, wenn der Psalm so eine eindeutige Sprache redet, über wer Gott ist und wie er ist, wie sein Eingreifen aussieht und dann der Weg von Jesus so anders aussieht, als wir es erwarten. Wenn wir in Vers 5 lesen, aus der Bedrängnis habe ich zum Herrn gerufen und er hat mir weiten Raum verschaffen. Und der weite Raum für Jesus erlebt wird als die absolute Entschlossenheit und Bereitschaft, das Kreuz zu erdulden. Ich bin überzeugt, er hat die Weite im Raum gehabt und das gespürt in seinem Herz nach Gethsemane. Vers 6, der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was können Menschen mir antun? Das heisst, dass Menschen ihm sehr viel antun, aber dass er in dem drin keine Angst hat. Und dass er weiß, dass er connected ist, da ist etwas tief in mir inne, was sich im Zugriff von diesen Menschen entzieht, was sie nicht versehren können. Ist so, wie wir es uns vorstellen, dass wenn die Nationen ihn umringen, die Abwehr im Namen vom Herrn so aussieht, dass er Schande auf sich nimmt und vor ihnen gering und verachtet ist und er ihnen vergibt, für was sie tun. Oder ist es eine riesige Enttäuschung? Wer singt denn noch? Preiset den Herr, denn er ist gut, ewig wert seine Gnade. Stimmt das noch? Ist das die Güte von Gott und seine Gnade? Kann der Psalm noch stimmen? Als erwartet, nur anders. Ja. Ja. Nur anders als erwartet. Das ist auf eurer Rückseite. Die Phase, die Moment, in denen Sachen anders aussehen, als wir sie aufgrund von unserem Glauben, von unserem Gottesbild und von seinen Verheißungen an uns erwarten. Gibt es die nicht zuhauf? Kennen wir die nicht alle aus unserem eigenen Leben? Die Bibelstellen, die wir lesen, die irgendwie sich nicht decken mit dem, wie unser Leben aussieht, wo wir uns stoßen dran. Und die gibt es zuhauf in der Bibel. Denken wir zum Beispiel an Josef im Alten Testament. Der Liebling von seinem Vater. Er wird übervorteilt vor seinen Brüdern, schamlos. Und Gott verspricht ihm noch im Traum, dass er in eine hohe Stellung wird kommen, wie ein König und sich seine ganze Familie, inklusive Vater und Mutter, vor ihm niederwerfen werden. Und als genau nächstes drauf wird er in Unterhosen in Sklaverei verkauft. Der David im Alten Testament, aus dem Nichts kommt der Mann von Gott, der Samuel, zu ihm und salbt ihn zum König über Israel. Und du erwartest eigentlich hinten dran die Diener mit einer Sänfte, die ihn jetzt mitnehmen und in den Palast tragen. Aber es passiert mal zuerst gar nichts. Und dann folgen Jahre von der Verfolgung, auf der Flucht in Todesangst, voller Tragödie und unter enormem Stress und Druck. Maria und Josef, ihnen wird die grösste Ehre überhaupt zuteil, den Sohn von Gott auszutragen und aufzuziehen. Und eigentlich ließ sich erwarten, dass das mit gewissen Privilegien und einem komfortablen Leben kommt, so als Gesamtpackage.
Aber nach der Verheißung und dem Ja von diesen beiden geht es eigentlich straight bergab. Kaum ist der Geburtstermin klar, wird klar, das geht genau auf eine Volkszählung, wo wir wegziehen müssen. Es gibt keinen anständigen Ort, um das Kind auf die Welt zu bringen. Und kaum ist es auf der Welt, müssen sie aus dem Land flüchten, in ein fremdes Land. Aus dem Land, dem sein Gott ihr Sohn ist. Sie müssen als Ausländer in einem fremden Land klarkommen und es ist einfach ein Worst-Case-Szenario nach Worst-Case-Szenario ab dem Moment, wo sie die Verheißung von Gott erhalten. Was ist der Punkt? Hat Gott all die Menschen verloren, dass ihnen die Sachen passiert sind? Sind sie irgendwo falsch abgebogen? Und das ist die Konsequenz davon. Oder haben sie Gott doch falsch gehört irgendwie? Oder kann es sein, dass manchmal alles schief geht, gerade weil wir genau richtig unterwegs sind? Es haben sich sicher alle in dieser Geschichte anders vorgestellt, wo sie ihre Verheißung von Gott bekommen haben. Aber sie sind nicht direkt vom Alten, wo sie gesehen sind, in das Neue hineingekommen, sondern eben in so einer Zwischenzeit, wo das Alte irgendwie aufgehört hat, aber das Neue noch nicht da gesehen ist. Zwischenzeiten. Das sind die wichtigsten Zeiten in unserem Leben. Vielleicht kennst du das, vielleicht bist du in so einer. Ein neuer Job, eine neue Wohnung, Kinder, Sachen, die sich verändern, wo du vielleicht darüber gebetet hast, wo du denkst, doch, das ist der nächste Schritt, oder irgendwie etwas hört auf, da ist es nicht mehr richtig und das Neue kommt, aber ich weiß auch noch nicht, was es ist. Oder das Neue fängt an und es ist komplett anders, als du gedacht hast und es ist scheiße. Aber du hast gebetet und irgendwie das Gefühl gehabt, doch, das ist doch jetzt richtig. Was passiert in diesen Zeiten? In diesen Spannungen, in diesen Umständen auf der einen Seite vom Spektrum stehen und was wir von Gott, mit was wir rechnen von ihm aufgrund von unserem Glauben auf der komplett anderen Seite. Ich glaube, es passieren zwei Sachen. Erstens, es gibt zwei Einladungen an uns in dieser Zeit. Es strecken sich uns zwei Hände hin als Wegbegleiter. Zwei Stimmen können mit uns kommen. Die eine sagt nicht viel, weil sie schon geredet hat. Es ist die Stimme von Gott. Von ihm haben wir etwas gehört, etwas empfangen, bevor die Zeit angefangen hat. Er muss sich nicht wiederholen. Seine Zusagen stehen fest. Aber er geht das Stück Weg mit uns. An seiner Hand können wir uns heben und vorwärts gehen. Es ist eine Einladung, festzuheben. An der Hand, an der Versprechen von Gott und der Erfahrung zu machen, dass es hebt, dass es verhebt, dass das Wort von Gott verlässlich und gut ist und durchträgt. Und nichts schweißt einen so zusammen wie eine gemeinsam durchlebte und überwundene, schwierige Zeit. Es ist die Einladung, Gott näher zu kommen und ihn in einer neuen, tiefen Dimension kennenzulernen, wie es durch keine andere Erfahrung möglich ist. Der Pfad der Gerechtigkeit im Psalm 23 führt direkt im nächsten Vers ins Tal vom dunklen Schatten vom Tod. Es sind nicht zwei verschiedene Wege. Aber Gott ist mittendrin. Die andere Hand, sagen wir die ist da, die sich anbietet auf deinem Weg, die bietet dir einen Weg von der Frage an. Sie ist subtil. Das ist komisch, oder? Hat Gott nicht gesagt, und jetzt das? Bist du sicher, dass Gott das gesagt hat? Und wirklich gemeint hat, was du jetzt meinst? Wieso bist du denn in diesem Mess? Wenn er gut ist, wieso passiert denn das alles? Wenn er wirklich gut war, dann würde er dir doch jetzt helfen. Dann würde er doch jetzt eingreifen und etwas machen. Es ist die Stimme vom Versucher.
Und sein Ziel ist eins. Achtung. Er will uns unsere Situation außerhalb von der Beziehung mit Gott analysieren lassen. Er möchte, dass wir raustreten aus dieser Beziehung, aus der Begleitung und aus der Zusage von Gott und mal von außen uns und unsere Situation untersuchen. Ganz neutral, objektiv, unschuldig. Unter seiner freundlichen Führung natürlich. Und Stück für Stück nimmt er jeden einzelnen Satz von Gott auseinander. Zerpflückt Glaubensgrundsätze, rationalisiert wichtige Erlebnisse mit Gott einfach weg. Dekonstruiert, hinterfragt, zweifelt an. Bis wir am Schluss mit einem Scherbenhaufen da stehen. Haltlos, verloren. Sobald wir den Kontext von der Beziehung mit Gott und das Zwiegespräch mit ihm verlassen. Was machst du in so Zeiten? Vertraust du oder verhörst du Gott, wenn es nicht nach deinem Plan geht? Stehst du auf deinem Fundament oder nimmst du es auseinander? Weilst du mit Gott in der Spannung oder lieber ohne Spannung, aber auch ohne Gott? Was alle Geschichten von vorher miteinander connected. Vom Josef, vom David, von der Maria, ist die Haltung, mit der die Protagonistinnen die Zeiten durchgemacht haben. Die Geschichte steht nicht in der Bibel, weil die Menschen so speziell gesehen sind oder so besonders. Sie stehen dort, weil sie sich durch die Zeiten durch an Gott festgehalten haben und er darum besondere Geschichten schreiben können mit ihnen. Das Dümmste, was wir in schwierigen Zeiten machen können, ist, ihn zu hinterfragen. Die Zeiten haben nicht mit ihm zu tun, sondern mit uns. Die Zeiten legen nämlich unsere Herzensverhältnisse offen wie kaum etwas anderes. Unser Herz wird wie ausbreitet und wir sehen, was da ist, wo unsere Nöte und Ängste stecken, sich verstecken, aber auch unsere Träume und unsere Sehnsucht. In dieser Zwischenzeit ist die Tür offen für Veränderung, für Transformation, für Entwicklung, für neue Prioritäten. Sachen können sich verschieben, wir sind formbar. Und in dem Innen passiert das Zweite, was in diesen Zeiten passiert. Eine Frage. Hängt stimmlos in der Luft, begleitet uns, unschuldig. Wie ein Spiegelbild schaut es uns an. Vertraust du mir? Die Frage der Fragen stellt Jesus selber. Und die Frage, sie dringt in den Kern, ins Innerste von uns. Es ist die Frage, an der alles hängt. Vertraue mir, Jesus. Und die Frage schält raus, was Sache ist in uns und in unserem Leben. Gott nimmt Tuchfühlung mit uns auf. Hat er unser Ja? Wo ist unser Ja? Unser Ganze. Wo sperrt sich noch etwas in uns? Wo haben wir noch an etwas fest? Wo muss etwas so oder so sein? Da Gott das oder das machen, damit er wirklich gut ist und wir an ihn glauben. Wo halten wir Gott noch als Geisel von unserem Bild von ihm? Wo muss es für mehr die Bedingungen, wie gewisse Sachen in unserem Leben laufen? Wo bestimmen wir, wie das Sagen von Gott aussieht? Wo sagen wir ihm, was er machen soll und wie? Obwohl wir einander ständig das Gegenteil versichern und singen am Sonntag. Jesus macht Inventur, aber nicht, um uns ausschimpfen oder strafen. Er holt Sachen einfach auf den Tisch zwischen dir und ihm. Dann ist es einfach da. Und wir haben in diesem Moment Gelegenheit, seinem Werben um unser ganzes Herz nachzugeben und loszulassen. Wie der Ralf letzte Woche gesagt hat, dass Gott sagt zu Abraham, sei ganz vor mir.
nicht ein Stück. Und wir können sagen, ja, auf die Frage aber. Ich vertraue dir. Egal, wie es gerade aussieht. Und obwohl ich nichts verstand. Du darfst mich auf den Weg führen, wo du für gut erachtest. Und du darfst mich segnen, wie du es richtig findest und wie du willst. Es sind Gelegenheiten, die kostbar sind. Lasst uns nicht leichtfertig damit umgehen. Ich habe für die Predigt den famosen Titel Jesus, mir Wurst oder würdig bekommen. Das ist die Frage, die sich stellt. Um wer geht es denn am Schluss? Ist der Jesus auch noch würdig, wenn er unsere Erwartungen nicht erfüllt? Ist er würdig, wenn er statt einzugreifen schweigt? Oder muss er zuerst uns helfen, uns antworten, uns versorgen, uns, bevor wir ihm die Ehre geben? Es gibt einen Thron in deinem Herz und die Anzahl Personen, die darauf Platz haben, ist 1. Genau wie die Anzahl Stimmen, die du beherbergen, die in einer Sache das letzte Wort haben können. 1. Auch Jesus hat das erlebt. 2 Einladungen. Noch am Kreuz. Eine von Gott, mit dem er in Gethsemane Zweispruch gehalten hat, mit dem alles geklärt ist. Der ist da und steht das mit ihm durch. Und der Versucher ist auch da und er versucht es noch ein letztes Mal. Wir lesen, dass die Leute sagen, wenn du der Sohn von Gott bist, dann komm doch vom Kreuz oben runter. Andere hätten können helfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Und es geht zurück zu der Wüste, wo der Typ sagt, wenn du der Sohn von Gott bist, dann mach doch das. Dann mach mal das. Dann erfüll die Erwartungen der Menschen an den Sohn von Gott. Dann beweis es. Und das Nächste, was Jesus sagt, auf die Schmeig oben runter ist, mein Gott, warum hast du mich verloren? Es war fatal, schockierend, wenn das die Worte von Jesus wären. Ein Eingeständnis an die Spötter. Aber Jesus ist nicht verzweifelt. Er zitiert, er rieft einen Psalm, den Psalm 22, ein messianischer Psalm von David, über den Diener von Gott, der leiden muss, wo die Kreuzszene bis auf Details genau beschreibt. Ich lese euch auch mit euch eine kurze Version davon. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle, die mich sehen, verspotten mich. Walzen es auf den Herr. Der soll ihn retten und ihn befreien. Er hat ja Gefallen an ihm. Sie binden mir die Hände und die Füße. Zählen kann ich all meine Knochen. Sie aber schauen zu, sie weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen es los um mein Gewand. Du aber, Herr, du hast mich erhört. Ihr, die den Herrn sucht, ihr sollt ihn preisen. Eures Herz soll aufleben, es soll ewig leben. Er hat es vollbracht. Es ist vollbracht. Jesus hebt sich in seiner schwersten Stunde wieder im Wort von Gott. Er krallt sich in die Psalmen und er verkündet einmal mehr, ich biss, wie Gott sagt. Und der Gott, der uns gegenüber sitzt und fragt, welchen Platz er in unserem Leben hat, es ist der Gott. Er ist kein tyrannischer Despot. Es ist der Mann, der vor 2000 Jahren am Kreuz gehangen ist bis in den Tod. Lang bevor wir in unsere Schwierigkeiten geraten sind, in unsere Zwischenzeiten und Spannungen, und wir uns dieser Frage stellen müssen, ob Jesus würdig ist Jesus in Schwierigkeiten gewesen und hat die gleiche Frage beantwortet. Die gleiche Frage. Als erwartet, nur anders, ja. Wir sind würdig gewesen in seinen Augen. Und zwar seiner selbst würdig. So würdig,
dass wir es in seinen Augen wert gesehen sind, dass er wird wie wir, damit wir können werden wie er. Wert, Unaussprechliches zu erleiden, durch die Hölle zu gehen, um uns an seinem Reichtum und seiner Fülle und seinem ewigen Leben nicht nur teilhaben zu lassen, sondern ohne Maß davon haben zu können, so viel wir wollen. Würdig, sich selber komplett zu verschenken, hinzugeben, zu verprassen, ausquetschen zu lassen, bis auf den letzten Tropfen Blut. Auf das er uns ganz gehört. Und wir ihm. Um wer geht es am Ende? Ihm geht es um uns. Vertraust du mir? Gibst du mir dein ganze Herz? Jesus stellt uns keine Frage, die er nicht selber im Voraus beantwortet hat. Und er verlangt nichts von uns, was er nicht selber schon für uns getan hat. Es ist von diesem Punkt, auf der Basis, auf dieser Grundlage, dass er uns zuerst geliebt hat, zuerst für würdig erachtet, zuerst mit allem beschenkt hat, dass wir in diesen Zwischenzeiten stehen und die Frage hören, vertraust du mir? Das ist das Fundament. Und das Dümmste, was wir in so Zeiten machen können, ist, ihn zu hinterfragen. Nein. Sondern mit Jesus heben wir fest. Heben wir wie er an den Psalmen, am Wort von Gott. Und sagen, preiset den Herr, denn er ist gut. Ewig währt seine Gnade. Und die ganze Gemeinde sagt, ewig währt seine Gnade. Amen. Ich bitte euch aufzustehen. Wenn etwas von dem resoniert mit dir, ist dein Moment jetzt. Vielleicht bist du jetzt mit drin. Nimm den Worship. Nimm das Gebetsteam in Anspruch, das dort hinten steht. Hol dir Zuspruch in deine Zwischenzeit rein. Hol dir die Ermutigung, Bekräftigung. Yes, der Herr ist mit dir. Und er ist gut. Egal, wie es jetzt gerade aussieht. Er geht durch mit dir. Mach fest, dass du festhalten mit jemandem. Geh beten und sag, ich will einfach bekennen und bekräftigen, ich bleibe gerade auf meinem Weg mit ihm. Nutze die Gelegenheit, im Worship zu singen, der sagen, Gott, ich bin hier in der Mitte und du bist da. Ich brauche dich, aber ich gehe vorwärts. Nimm die Chance, ganz zu sein vor ihm. Mit deinem ganzen Herz.